Teire Freunds, ein paar Genügen zu reden für euch, mit einer eintagigen Verspätung, so lieber nicht verständlich. Ich trete zu bald zu der Sache. Ich will nur sagen, ich will reden und weisen Bilder während 40 Minuten. Die letzten 20 Minuten ist Frage und Diskussion, aber halt sich ein bisschen die letzten 20 Minuten. Ob ihr habt Fragen oder Bemerkungen. Die Thema ist eine alte Thema, aber ich habe sie weiterentwickelt und 2/3 ist nach. 1/3 ist alt und es ist verbunden mit dem Namen Sutzgewer, was wir am Nächten gehabt haben, Anna Skore noch zu Abraham Sutzgewer. Die Thema ist der jüdische Museum in Wilna, was hat existiert 5 Jahre bald noch, oder bis und nach der Zweiten Weltkrieg. Die Museum hat existiert von Juli 1944 bis Juni 1949. Wilna ist geworden befreit durch die Reuter Armee in Juli 1944. Die Milchome ist noch angegangen, noch ein Jahr, aber Wilna ist schon gewesen befreit. Und es hat sich geschaffen, die Institution, was früher hat sie geheißen, die Kommission zu sammeln und systematisieren Dokumenten von jüdischer Kultur, das ist ein langer Name, Kommission zu sammeln und systematisieren Dokumenten von jüdischer Kultur. Und nachdem hat man es gerufen, kürzer, die jüdische Museum. Und der Direktor von der Museum Stückzeit, ich gewinnt Hake Abraham Sutzgewer, der Pfarrer ist verbunden mit Sutzgewer. Okay. Seid mal für die englische Zuschrift. Gut. Ich muss jetzt erklären, was es ist gewinnt, die Museum. Und für was man es gedacht haben, für was man es gewollt haben. Darf ich ein paar Erzählungen wegen ein bisschen Vater Mohammed und ein bisschen Beister Mohammed. Ihr wisst alle, Wilna hat einen Namen, Jerusalem die Litte, aber ich will Pashat aufheben, als in Wilna sind gewähnt, hat 4 sehr wichtige jüdische Bibliotheken und Archiven Vater Mohammed. Aber der Jiva, das darf man nicht, da dem Eulen nicht erklären, der Jiva mit seiner Bibliothek und Archiv, die Strashun-Bibliothek, was ist gewähnt die jüdische Kehille-Bibliothek in Wilna, mit der Sache altes Forum und viele Inkunabung, das heißt Bücher gedruckt waren Jahr 1500, 1500, das sind sehr wertvolle alte Bücher, die Strashun-Bibliothek. Die dritte Sammlung gewähnt die jüdisch-historisch-ethnografische Gesellschaft auf den Namen von Schien Ansky, was sie gewähnt als eine Gesellschaft zu studieren jüdische Geschichte, sehr seltene Dokumenten und auch Kunstwerk, sie haben auch gesammelt Kunst und Objekten, tak in der Tradition von Ansky. Und die Mefize Haskole-Bibliothek, das ist eine jüdische Leihbibliothek, die einzige von sie, was sie kennt an Leihenbücher, und er ist die populärste jüdische Bibliothek in Wilna, Vater Mohammed. Also, es gewinnt ein größer Äußer von jüdischen Büchern und Dokumenten in Wilna, Vater Mohammed, und die Deutschen sind rein in der Stadt im 41. Jahr, Sof Juni 41, ist zwischen andere, und den Teil will ich machen, die Kitzer, ich habe wegen dem geschrieben, ich will sich nicht überfassen, aber die Deutschen verstanden, dass das ein jüdischer Äußer ist, sie haben gehabt eine spezielle Instanz, was hat geheißen, der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Was das ist gewesen der Instanz über ganz Europa zu bagaseln, zuzunehmen jüdische Bücher, Kunstwerk, andere Kulturäußeres, was man sie abgeschickt in Frankfurt, von ganz Europa, von Amsterdam, von Paris, von Wien, von wo sie noch gewesen jüdische Anstalten, hat der Einsatzstab Rosenberg genommen die Material und sie geschickt in Frankfurt, yes? Okay. Hello? Herr? Hast du den zweiten? Ist da noch ein Mikrofon?
Nein. Rede mit dem Maler. In Frankfurt haben die Deutschen geschaffen ein Institut, was geheißen Institut zur Erforschung der Judenfrage. Ein Institut zu forschen die jüdische Frage. Und was haben so viel angerufen? Jüdische Forschung ohne Juden. Es ist eine jüdische Forschung ohne Juden. Und das hat gedacht sein, mit mir gerufen, dabei Säulen von der ganzen jüdischen Kultur geht. In Wilna und bei der Altsmacher Bekitzer haben die Deutschen geschaffen eine spezielle Arbeitsgruppe, was soll durcharbeiten die alle Bibliotheken und Archiven und sich segregieren. Teilmaterialien schicken in Frankfurt und Teilmaterialien soll man schicken zu zerstören faktisch. Man soll sie vernichten. Die Deutschen haben viel gestellt eine Quote, also sie will noch schicken 20% in Frankfurt, 80% darf man wenigstens zerstören, mit Schicken auf Makulatur. Das heißt auch Fabriken, was bearbeiten die Papier und man kriegt von dem neue reine Papier. Und die Arbeitsgruppe ist bestanden, gewinnt eine Größe, weil sie gewinnt sehr Sache Arbeit. Beroscht sind gestanden zwei Forscher Intelligenten, der Ivo gelernt, der Zeli Kalmanovic, was sie gewinnt für die Mitdirektoren von Ivo, ein Philolog, ein Literaturforscher. Hallo, jetzt darf ich nicht schreien. Und der zweite, was sie gestanden beroscht von der Arbeitsgruppe, gewinnt Hermann Kruk, ein Bundist, ein Bibliotheker von Warschau, was sie sind Laufen von Warschau, in Wilna und nicht gekommen, und ich gewinnt der Chef von der Ghetto-Bibliothek, in Wilna Ghetto, gewinnt sehr eine aktive Bibliothek. Kruk und Kalmanovic sind gestanden beroscht von der Arbeitsgruppe, und in ihr sind gewinnt, wie ich habe gesagt, mehr wie 20 Menschen. Beikert Intelligenten, man darf doch auch Menschen, was lehnen Bücher, was können angucken Dokumenten, und was sollen sie segregieren? In Deutschland auf Makulatur, Deutschland auf Makulatur. Und zwischen der Gruppe sind noch gewähnt die Poeten, später berühmte Poeten, Wrom Sutzkever und Schmerke Kaczerginski. Die Gruppe, gemacht alle, haben beschlossen, also man darf nicht das Raten, wenn die Materialien, man darf behalten die Materialien, sollen nicht fordern, oder ein Teil, nicht in Deutschland und nicht auf Makulatur, nur wir warten, bis dann kommen bessere Zeiten, und nach dem Mohammed wird man es abgefunden. Und man hat reingeschmuggelt Materialien, die erste Zeit Beker zurück in Ghetto rein. Weil die Arbeit hat man getan im Binien von Jiva, was sie gewinnt mit Chutz im Ghetto. Alle Tage in der Früh hat man genommen die Gruppe die Arbeitsgruppe, was man gerufen die Papierbrigade, mit Chutz die Teuren vom Ghetto, in Binien von Jiva, dort haben sie gemusst arbeiten, zum Sof von dem Tag sind sie zurück rein im Ghetto und sie haben probiert reinschmuggeln in die Kleider und auf dem Golf. Und auch verschiedene Materialien, was wir behalten im Ghetto, in die Wand, unter dem Deal, Unitis. Andere Materialien zum Sofa beschlossen zu behalten in Binien von Jivo, auf dem Boden, im Keller, in verschiedenen Winkeln. Noch, wieder, den Teil will ich mit Katzer sein. Kalmanovic und Kruk sind umgekommen in die Lagern. Kalmanovic, die Anführer von der Gruppe. Aber Sutzkever und Kaczerginski, was sind beide gewesen Partisaner, was ihr seht, da Sutzkever und Kaczerginski in Ghetto. Sie sind entlaufen die Wälder, geworden Partisaner, haben sich umgekehrt. Bald mit der Befreiung, oder Sutzkever eine Woche oder 10 Tage nach der Befreiung, und andere Juden haben gewollt gefunden Kräuven, gewollt gefunden sehr halben Guts,
gewollt gewinnen Kinder, aber sie haben sich umgekehrt in Wilna mit dem Ziel zu gewinnen, die Materialien, wo sie und andere, haben behalten, die Bücher, die Sporen, die Dokumente. Und sie haben geschaffen, die da sich, angenommen, sie auch gewollt gewinnen, die Dokumentation, was man geschaffen in Ghetto. Based on sie haben gewusst, dass der Judenrat hat gehabt ein Archiv, die jüdische Polizei hat gehabt ein Archiv, die FPO, das heißt die Partisanerorganisation in Ghetto, hat gehabt ein Archiv, Menschen haben geschrieben Tagebücher, Menschen haben geschrieben Erzählungen, also da eine riesige Dokumentation, was hat sich geschaffen, bis die Jahren, und man da euch das abgefunden. Das ist ein Dokument, das man ein bisschen abgeschnitten von der russischen Seite. Aber was bestätigt, dass Abraham Sutzkever ist Vorsitzer von der Kommission zu sammeln und systematisieren Dokumente für jüdische Kultur. Das ist schon herausgegeben in August 1944. Ich verweise noch. Ja, da seid ihr eine Gruppe, was vernetzt sich mit voneinander wickeln. Mir dachte sich, es ist ein Xavier, ein Sefer Teure. Und ihr kennt sehen, die kleine Gruppe in Onheim. Ab rechts sitzt der berühmte hebräische Poet und Kommandier von der FPO, Abba Kovner, der zweite Kommandier, noch in Wittenberg. Der Kommandier von den Kämpfern in Ghetto, was hat sich auch umgekehrt und beteiligt in der Arbeit. Und neben ihm der sowjetisch-jüdische Schreiber Eli Gordon. Inmitten sitzt Sutzkever und andere. Aaron Kushnirov, ein bekannter sowjetisch-jüdischer Poet in Uniform. Und andere vernehmen sich mit voneinander wickeln Material. Okay. Und das ist alles, was man getan wird, frei, so ein Tunkel, wenn Menschen anschlafen werden. Etwas an ich darf man lassen. Ich bin ein genieter Redner, ich weiß, dass etwas an ich darf man lassen. Nein, von dann wird sterben. Ja, das ist begeistert. Okay, so sein also. Alles hat man getan freiwillig. In Onneib hat man kein Schiris nicht gekrogen, und man gedarf brechen Wind, man gedarf brechen Dielen, man gedarf haben Wogen, man gedarf schleppen und groben, und man hat gefunden sehr Sachen. Man hat gefunden Affen Wachsal, bei der Bahnstanzie heißt es. Berg und Berg mit Material, was die Deutschen haben noch nicht bewiesen abzuschicken auf Makulatur oder in Frankfurt. Und euch, mit einem sagen, liebherzige Litwiner und Polaken, was haben gehabt, etwas jüdische Bücher. Einmal haben die Menschen von der Papierbrigade sich übergegeben aufzuhalten, und einmal Poschet Jeden, da haben sie reingeschickt in Ghetto, haben abgegeben seine Bücher oder Svoren, Schreinem und Schreinem haben gebracht, also mit gefunden, mit gewusst, da ist eine Kommission und dann gebracht. Mit gewusst haben wir lokal. Dort kennt ihr sein Bild von wie man bringt, wie man besammelt mit dieser Wogen auf die Gäste, sei Papier und sei Kunstobjekt. Entschuldigung, ich mag wieder, dass die Deutschen haben nicht verlernt, die ganze Jigo-Opinion. Ihr seid angekommen spät. Ja. Weil ich habe noch nicht gesagt, damit wir warten, bis uns auf zu sterben fragt. Da ist der Schmerz Kaczerginski mit Kunstwerk. Es hat sich geschafft, nach solchen Material, mit gemusst haben wir Binien. Der einzige Binien, was die Orte gemacht hat, vorgelegt. Ich gewinne der Binien, oder ein Komplex, kann man sagen, Binionen, auf Straszone Gas 6, was das ist gewinnt in Ghetto. Und nicht stamm in Ghetto, nur es ist gewinnt eine zentrale Adresse in Ghetto, Straszone Gas 6. Dort hat sich gefunden, der